Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig und wir können hier zu der Brücke gehen und ansonsten gibt es ja auch nichts, wo wir sonst gehen könnten. Na gut, schade, ich habe gedacht, wir könnten da eventuell nochmal runtergehen, aber dann ändern wir erstmal die Brücke. Nee, das ist furchtbar. Ja, nimm mir viel Zeit, ich will nicht sterben. Es gibt so vieles, was ich noch tun muss. Ich bin da nicht einmal dazu gekommen, meine besondere Siegestanz im Kampf zu tanzen. Okay, dann wird das dein erster Sieg sein. Na los, zeig's ihnen. Jawohl, Erinnere dich an deine letzte Übung. Fang an. jawohl. Ich bin wieder da, okay, Gnadleins. Zum Angriff. Ich weiß den mal gefangen, ich glaube, das sind unsere Kumpels vom Shinra Rufus-Tanz. Den nehmen wir jetzt erstmal gefangen, die Knabe. Das bringt ja nichts, die Pillepalle-Gegner niederzumachen. Hilfe, bitte, tut mir leid, ich halte es nicht mehr aus. Die Enge, das Schwanke, der Motorlärm. Ja, mit dem Gejammer auf. Wie soll man denn ohne dich zum Laufen bringen? Schrott, es muss gehen. Siegst, übernimm du jetzt. Du hast recht gehabt. Es geht mir wirklich ein bisschen besser, seit ich am Ruder bin. Alles wird gut. Überlass uns nur mir. Ich guck von hier aus zu. Tja, und nun? Na, steht mal das Handbuch lese erst mal. U-Boot-Betriebsanleitung für Anfänger. Tastenbelegung. Richtungstasten. Noch oben ist Tauchen, noch links nach Backbord drehen, rechts nach Steuerbord drehen, runter ist Auftauchen. Schaltknöpfe, volle Kraft, Torpedo feuern, geringe Kraft. Okay, das sollte eigentlich nicht so schwierig sein. Die Mission. In diesem Moment wird am Grunde des Meeres in der Nähe von Junon ein rotes Leit-U-Boot mit einer Ladung großer Materia von getarnten U-Boot-Einheiten der Shinra begleitet. Es wurde zudem bestätigt, dass auf dem Meeresgrund mehrere Minen gelegt wurden. Der Meeresgrund kann nur mit dem Sonarschirm der Shinra überwacht werden. Feindliche U-Boote können nur innerhalb des Ortungsbereichs entdeckt werden. Verfolge das feindliche U-Boot und erfasse dein Ziel. Drücke Viereck, um einen Torpedo abzufeuern. Tornado, genau. Die Minen sind auf dem Monitor über den Anzeichen zu sehen. Sei vorsichtig, die Minen können großen Schaden anrichten. Ziel erfasst. Das senke Leit-U-Boot mit der großen Materia. Zeit 10 Minuten. Tipps. Erstens, schalt feindliche U-Boote aus. Zweitens, auf das rote Leit-U-Boot konzentrieren. Eröffne das Feuer. Wenn du das Ziel verlierst, drücke R1 und verwende das Radar. Tja, und jetzt Keysetzer. Wollen wir mal. Schon alles bereit zu sein. Mission Starter. Der Schalter. Hauptschirm ein. Darstellung ändern. Okay, der Hämmers. Na dann hinterher. Volle Kraft. Jagen wohl ein Torpedo drauf. Das ist auch wieder so geil gemacht hier. Na, der muss doch auch mal treffen, oder? Geringe Kraft. Warnung, Alarm. Komm, schieß doch mal drauf. So, volle Kraft. Moment. So. Wir müssen noch mal hinterher. Mission beendet. Was ist denn passiert? Habe ich schon kaputt geschossen? Was ist passiert? Habe ich versagt oder hat's geklappt? Hilfe. Ah, Shinra-U-Boot geklaut. Sehr gut. Es scheint wohl Erfolg gehabt zu haben, das Ganze. Wir haben's gepackt. Große Materie müsste sich jetzt am Grund vom Meer befinden. Wir wollen mal weiter gucken. Achtung an alle Shinra-U-Boot-Einheiten, hören Sie. Achtung an alle Shinra-U-Boot-Einheiten, hören Sie. Das muss von der Annelien kommen. Nummer 2, kommen. Sind wir gemeint? Okay, lass mich mal. Hier Shinra 2, alles normal. Roger. Deine nächste Mission ist, zum Junon-Dock zurückzukehren. Wir werden die große Materie vom Flughafen weiterleiten. Alle anderen ohne Sonderaufgabe melden sich zum Wachdienst. Das ist alles. Ober und Ende. Flughafen Junon. Wenn wir uns dummle, kennt man's packen.
Vergiss die große Materie mal für einen Moment. Wir steigen auf. Flughafen, kein Problem. Okay. Ja, geil. Okay, das macht er jetzt von sich aus schon. Wie du ein U-Boot steuerst, drücke X, um einzusteigen, dich vorwärts zu bewegen, drücke Kreis, um auszusteigen, zu tauchen, zu treiben. Spieler können das U-Boot in Buchten wie dieser verlassen. Okay, ich würde jetzt ganz gerne eigentlich nur wieder runtergehen. Und mag mal eine Runde Taucher. Dort gehen wir wieder hoch. Und ihr habt links vielleicht was gesehen. Jetzt ist es nämlich da. Das war nämlich Emerald Weapon. Okay, da können wir weiter. Taucher. Jetzt können wir nämlich an Orte gehen, die vorher verschlossen waren. Aber, na gut. Wir sind jetzt auch ein bisschen im Verzug, was das Ganze angeht. Ich jetzt sage, wir machen mal die Hauptmission hier noch ein bisschen weiter. Und dann können wir uns genauso gut auch um die Nebensächlichkeiten kümmern und mal gucken, was wir mit dem U-Boot alles erreichen können. Das heißt, jetzt geht's erst einmal hoch wieder. So. Ja, ich gebe dir nochmal C Gil. Die kann Schaberbu. Schnell, nein mit dir. Jawohl. Das ist doch auch schon mal nicht schlecht. Jetzt sind wir wieder in dem großen Bedienungsfeld. Jawohl. Und hoch. Da haben wir sie nämlich so weit bis zum Flughafen. Und dann können wir da nochmal hingehen. Südele. Und jupp, wenn der Hintergrund nämlich gerendert ist, dann können wir auch da hier. Dann sollten wir dringendst speichern. Zack. Und peng. Wunderbar. Und da geht's wieder raus Richtung Flughafen. Ne, Quatsch, das war die Umkleidekabine. Und da sollte man wieder rausgehen. Da sind wir am Flughafen und die zwei Soldaten sind auch nicht da. Und das scheint die Gelnica zu sein. So, das hebt ab, das Ding. Und ist fort. Oh nee, die Großmateria. Hinterher. Wo fliegt denn das Ding? Natürlich noch Rocket Town. So. Da haben wir das zumindest erledigt. Und wir wissen, von der Hauptmission her ist Rocket Town jetzt unser nächstes Ziel. Und das heißt, wir können jetzt erstmal noch mal ein bisschen einfach so durch die Gegend fahren. Weil ich will jetzt nicht nochmal extra noch Juno, nur um zu erfahren, dass ich dann noch Rocket Town gurken muss, um da wieder an große Materia zu kommen. Deswegen wollte ich erstmal das hier noch erledigt haben. Hallo. So, jetzt bin ich hier wieder raus. Und jetzt können wir uns noch ein bisschen mit dem U-Boot umgucken. Das finde ich jetzt auch sehr schön. Sollte man definitiv machen. Und ich bin auch froh, dass ich die Shinra-Truppe nicht gekillt habe, sondern dass ich die gefangen genommen habe. An der Stelle sollte man vielleicht auch nochmal speichern, einfach so. Weil unter Wasser kann es halt immer wieder passieren, dass wir auf Emerald Weapon treffen. Und das ist jetzt halt so stark, dass wir wahrscheinlich nicht mal richtige Kratzer hier kriegten bei dem Vieh. So, der Reaktor ist hier. Einen Moment, ich muss gerade mal mich orientieren wieder. Wo sind denn noch die Gegenden, wo ich so erreichen kann? Ich glaube, da gucke ich mal lieber nochmal so rein. Ich bin mir nämlich sicher, da kann ich rein. Genau, da ist das da Richtung Gold Saucer, wenn mich nicht alles täuscht. Gerade mal gucken. Ne, da kommen wir nur tatsächlich durch Tiefgewässer durch. Das heißt, da müssen wir raus. Aber, wie war denn das? Mit der Tiny Bronco kann ich hier nur im helle Wasser durch die Gegend schippern. Mit dem U-Boot geht es nur im dunkle Wasser. Und wir müssen hier irgendwo auch nochmal einen Weg rein finden. So, jetzt gucke ich mich gerade nochmal ein bisschen unter Wasser um. Und ich mag da auf jeden Fall nochmal gucken. Moment, was haben wir da Schönes? Da ist auch noch was, ein Krater. Können wir da rein in den Krater? Nee. Da können wir leider nichts machen in dem Krater. Und ich muss irgendwo nochmal einen Weg finden. Ich weiß es nicht mehr genau, wo das war.
Aber es gibt auf jeden Fall schöne Sachen mit dem U-Boot zu entdecken. Das heißt, wir schwirren jetzt erstmal eine Runde hier rum. Oh, da ist noch was. Was bist denn du für einer? Was bist denn du für einer? Ah, das ist das U-Boot. Das ist also das Leit-U-Boot. Mist, wenn ich nur dran denke, wird mir speiübel. Große Materia geborgen. Kein Schaden zu sehen. Puh, das ist gut zu wissen. Schlüsselobjekt, große Materia. Sehr schön, also die müssen wir auf jeden Fall nicht mehr jagen. Das Leit-U-Boot, das haben wir gecrashed. Und, Moment mal. Halte mal den Gaul an. Ich probiere es jetzt nochmal hier. Ich glaube nämlich beim Bone Village ist auch noch was, wo wir hier gehen sollten. Und ansonsten wollte ich euch ja auch nochmal direkt noch zeigen, was man mit einer Leviathan-Schuppe machen kann. Halte ich persönlich auch nochmal für wichtig. Weil das ist auch nochmal so was Schönes, Optionales, was man da machen kann. So, da geht's halt weiter. Das ist der Unterwasserreaktor in Junon. Machen wir jetzt einfach nochmal so eine kleine Reise. Der Deal kann dann auch ruhig nochmal ein bisschen länger dauern, finde ich. Wenn wir mal so ein bisschen Erkundungsreise einfach machen. Okay, da kommen wir nicht durch. Aber ich bin mir sicher, dass beim Bone Village was war. Da müssen wir also Richtung Norden weiterziehen. Durch den Spalt hier durch. Gibt halt immer so ein paar Sachen noch zu entdecken. Dann gehen wir noch da entlang. Nee, da können wir nicht weiter. Nee, da können wir auch nicht durch. Schade, schade. Aber wir können... Was können wir dann? Wir können ja gar nichts. Verdammt nochmal. Ich weiß auf jeden Fall, dass bei Midel was ist. Ich weiß, dass beim Bone Village was ist. Dann können wir ja immer außer rumfahren. Das U-Boot ist halt leider sehr, sehr langsam. Und ist halt auch sehr limitiert in seinen Beschränkungen, ähnlich wie der Strandbuggy, der maximal über solche Furte drüber fahren kann. Und ja, ist halt leider so. Und da müssen wir dann nochmal entlang gurken. Ich stehe jetzt trotzdem einfach nochmal die Reise hier außen rum machen, um mir das nochmal anzugucken. Okay. Einen Moment mal, da fahren wir hier um Midel am besten rum. Und gucken uns da nochmal die Unterwassergegend an. Weil ich glaube, dass da auch was ist. Ne, da ist man nichts. Sitzen hier aus. Ja, da landet man dummerweise direkt da davor. Ja, das ist eine blöde Eck irgendwie, finde ich. Da ist Emerald Weapon. Das sollten wir ums Verrecken nicht angreifen, das Vieh. Weil das ist extremst stark. Nee, das ist jetzt gerade echt eine blöde Gegend. Da kommen wir nicht wirklich raus. Dann probiere ich jetzt mal was anderes. Ich will einfach mal was anderes ausprobieren. Dann, wenn die Gegend nicht funktioniert... Hi, Weapon. Du bleibst aber bitte weg. Ich will mich nicht mit dir anlegen. Dann gehen wir doch mal in die Richtung. Da findet sich jetzt aber leider... Ach, nix, oder? Das ist noch was, wo wir hier gehen können. Ja, tatsächlich. Da können wir lang. Da ist noch was. Da ist ein abgestürztes Flugzeug. So, dem wollen wir auch gehen. Das können wir nämlich erkunden. Das ist ein Annelin-Flugzeug vom Typ Gelnica. Ich frage mich, warum sie abgestürzt ist. Das freuen wir uns alle. Und deswegen erkunden wir das Ding auch gleich mal. Speichern. Spielstand 1. Junon-Region Gang. Okay. Himmelswolke. Himmelswolke ist immer gut. Gucken wir uns das doch mal an. Himmelswolke, Himmelswolke. Jawohl! Das ist eine Waffe für die Himmelswolke. Der hat 6 Fassungen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ist ein bisschen stärker, aber nur so ganz bisschen. Jetzt sage, das nennen wir doch das Ding. Ist da irgendwas mit was Wichtigem gekoppelt? Ne, die können alle für sich stehen. Sehr gut. Dann kann der natürlich auch die Himmelswolke verwenden. Oh, da sind doch welche, die man kennen. Türke? Schon bitter. Wir scheinen uns in letzter Zeit ständig über den Weg zu laufen. Hier in Waffe gelagert und Materie, die zur Vernichtung vom Sephiroth entwickelt worden sind. Aber es wurde vom Weapon angegriffen und ist abgestürzt. Wir können sie nicht hergeben, wir kümmern uns um das Sephiroth. Ich denke mal, das ist unser letztes Zusammentreffen.
Ich lasse nicht zu, dass ihr euch in den Weg stellen. Jetzt haben wir Archimol wieder als Bossgegner. Oh, ein Clouds Schwert sieht richtig geil aus. Jetzt haben wir die zwei wieder. Feuer 2. Okay, das macht nicht so viel Schade wie gedacht. Probieren mal anzugreifen. Auszurauben. Wow, Barret macht auch wieder schön Schade. Sprungattacke. Und Peng. 5530. Und was gibt's zu stehlen? Konnte nichts stehlen, aber er hat was. Neo-Türke. Okay. Sid, du raubst nochmal. Wow, also Cloud macht da richtig gut Schade. Konnte nichts stehlen. Barret, weiter drauf. Sid, rauben, schlagen. Ich höre, dass geschlagen wird, aber es wird nicht mehr geraubt. Na los, das kriegen wir doch hier, verdammt nochmal. Sid, weiter hier rauben. Kraftring gestohlen. Na also, so wird's doch gemacht. Sehr schön. Dann können wir nämlich auch nochmal zaubern mit dem Sid und machen uns eine Barriere. Der ist ein ganz schön harte Type. Und schon haut er ab, der Säckel. Dann ist jetzt nur noch der Root an der Reihe. Und bei dem gucken wir natürlich auch, ob der was zu klauen hat, was sich lohnt. Aber das ist ja eher der Kämpfer, der geht eher nur physisch da drauf. Jetzt gucken wir mal, ob der noch was hat. Ziedrich gestohlen. Na Allah. Das ging ja recht fix. Die sind jetzt auch nicht so die großen Probleme. Hat er noch irgendwas außer Ziedrich? Ne, der hat nichts mehr. Sehr schön. Also wirklich die stärkste sind es definitiv nicht. Jetzt kann man doch nochmal ein Limit auf den A-Wender. Das sind immer so nette Kleinigkeiten Gegner, die ich sage. Die sind nicht besonders stark, die Turks, aber die sind eher unerhaltsam, die ich sage. Okay, er heilt sich jetzt an. Das ist auch sehr geil. Das ist sehr, sehr geil, die Fähigkeit definitiv. Vor allem, was das MP-Heiler angeht, weil Dodofu hat man einfach nicht so viel im Spiel von dem MP-Heiler. Aber dafür macht der Drache halt auch nicht wirklich viel Schade, muss man auch dazu sagen. Aber Cloud macht gerade echt ordentlich Schade. Ich bin sehr zufrieden damit. Und Reno ist irgendwie sehr passiv. Der macht ja gar nichts. Der hupst nur von Bär zu Bär und macht nicht wirklich was. Ist ein bisschen schade. Aber ich bin immer gespannt, was das Ziedrich ist, was ich von ihm geklaut habe. Er macht immer noch nichts. Der scheint auch wirklich nicht anzugreifen, der Kerl. Und guckt auf die Uhr, dreht sich um und geht ganz gemütlich weg. Ja, die sind großartig. Ich mag die einfach. Die Turks gefallen mir definitiv sehr. Vor allem Reno und Root sind ein geiles Team. Genesung hat er Level kriegt. Wir haben 10.500 Erfahrung und 660 AP kriegt. Ja, sau gut. Die Neigeheimwaffe von der Alalin ist also in Dämpfrack hier. Ja, so sieht's aus. Gucken wir doch gerade mal. Unser Materia Genesung ist jetzt soweit, dass wir Heilung 3 AA-Wende können. Sehr, sehr geil. Und es ist nämlich so viel bis zum Master. Und da gucken wir doch mal, was Ziedrich ist. Das ist ein Armreif tatsächlich. Kraftring haben wir ja auch nochmal geklaut. Kraftring, Vitalität und Gemüt plus 50. Das ist natürlich auch ziemlich cool. Tobsozorn Trauer. Wisst was? Machen wir doch Desto bei ihm. Und wir gucken mal, was der Ziedrich kann. 6er, 4er und 6er. Gucken wir doch mal. Absorbiert, bla bla. Kaisergarde. Okay, gucken wir mal, ob das Ding besser ist. Oh, das ist zwar saugut. Reduziert auch die Hälfte Schade bei Zaubersprüche. Aber nee, es hat leider keinen Materia-Slot. Das kann ich leider so nicht verantworten, dass man das Ding trägt. Aber ich die Sache, bevor wir da tiefer reingehen, sollten wir auch nochmal eine Runde speichern. Und Heilung 3 ist natürlich auch sehr geil. Hoppla, das da wollte ich. Dass wir Heilung 3 anwenden können, ist natürlich auch jetzt sehr, sehr geil. Das sollte auch sehr weiterhelfen für künftige schwere Schade. Das muss der Frachtraum sein. Was gibt's dann hier? Ich glaube, hier gibt es nämlich doch sehr gute Gegner, die zum Leveln sehr gut geeignet sind. Unbekannt 2. Anormaler Atem. Oh, es stößt Herzle aus und verwirrt der Barret so sehr, dass er von einem ekligen Ding hier geküsst worden ist. Das kann man auch vollziehen. Deswegen greift auch der Sid an. Tentakel. Abfui Deibel, du Sau.
Phönixfeder. Das ist ja doch ein recht starkes Vieh hier. Der Cloud sollte mal wiederbeleben auf jeden Fall. Tentakel. Scheiß doch die Wand da. Sauber leben. Zack. Cloud macht jetzt mal eine Heilung 3 auf uns alle. Einfach mal um zu zeigen, ach was das raushauen kann. Tentakel. Mistvieh. Steht Sarah, jetzt ist es an der Reihe. Scheiße. Mann, ist das ein Mistvieh. Was machen wir damit? Boah, scheiße. Okay, das Mistvieh haut uns noch alle in die Pfanne hier. Barret. Scheiße. Oh Gott, nee, komm. Da müssen wir wegrennen. Sonst wird's echt sehr heftig. Geht schon einer auf dem Weg mit. Verdammt nochmal. Ich glaube, den kriegen wir nicht mehr hier, oder? So schnell noch im Vorbeigeher. Nee. Das war's dann. Verdammt nochmal. Also die Gegner hier sind echt sehr hart. Ich probiere es jetzt noch einmal aus. Ich meine, wir sind jetzt eigentlich auch schon bei der 20 Minuten. Aber ich will es einfach nochmal ausprobieren. Und ich bin jetzt gerade sowas von sackenfroh. Ich kann es Sarah, dass ich hier nochmal gespeichert habe nach dem Kampf. Sonst müssten wir jetzt wirklich nochmal gegen Reno und Root kämpfen. Obwohl das jetzt nicht so der Bosskampf war. Aber es wäre halt lästig gewesen, das Ganze nochmal zu machen. Insofern speichern, ihr liebe Leute. Was haben wir hier drin? Mega-Elixier, das ist natürlich immer cool. Ich gucke mich jetzt hier auf jeden Fall auch nochmal um. Da unten ist auch noch eine Beschwörungsmateria, sehe ich. Geisteslanzer. Was macht dann die? Geisteslanzer scheint ein Sitz zu sein. 6 Slots. Scheiße. Was hat er dann drin in Materia aber? Da hätte er Ultima drin. Das möchte ich auf jeden Fall behalten. Und Gegenangriff 8. Ansonsten haben wir jetzt nichts großartig, was ich beim Sid raushaben will. Nee. Nee, der hat nichts zu entbehren, würde ich sagen. Ifrit. Ifrit maximal. Hat Cloud irgendwas zum Entbehren? Nee. Nee, das machen wir nicht so ein Quatsch. Ich will auf meine Materia einfach nicht verzichten. Vor allem, wenn Ultima endlich mal aufgeladen ist, ist das der Zauber schlechthin. Okay, anormaler Atem. Wir lassen zuerst einmal das Sid eine Barriere machen. Wenn es nicht erwischt. Nee, anscheinend nicht. Und dann hauen wir mal eine Kuchata-Beschwörung raus. Das ist sehr gut. Dann machen wir nämlich auch mal gleich hier eine Heilung 3 auf uns alle. Wobei, Cloud kann genauso gut auch Neo-Bahamut auf das Mistvieh beschwören. Weil das dappige Vieh macht ja richtig schade, der Unbekannt 2. So. Ja, okay. Das hält wohl auch ordentlich was aus, das Vieh. Tentakel. Okay, gib ihm. Dann würde ich sagen, wir machen dennoch so platt und Barret greift nochmal so ab. Weil das Vieh, das macht richtig heftig Schade. Das schluckt auch Schade ohne Ende. Ein normaler Gegner ist das definitiv nicht. Der macht jede Menge Schade. Aber wir können wahrscheinlich auch sehr gut zum Level nutzen, würde ich sagen. Der haut zwar jetzt alles raus, was wir haben hier. Der Cloud und der Sid und der Barret und wie sie alle heißen. Aber ich denke, das wird sich lohnen. Wenn wir das Vieh fertig gemacht haben, wird sich zeigen, ob der jede Menge Erfahrung gibt oder AP gibt. Da könnten wir uns überlegen, ob man hier nicht möglicherweise in der nächsten Runde einfach mal so ein bisschen aufleveln. Ach, wenn die Viecher halt wirklich jede Menge Zeit beanspruchen. Das ist ein kaputtes Vieh. Der hält ja echt schon was aus, meine Herren. Feuer 3. Und Barret haut nochmal so drauf. Fragezeichen, Nadel. Und Tentakel haut er auch nochmal hinterher. Gut, mach was. Sid attackieren. Manometer. Unsere Barriere dürfte das noch aushalten. Jawohl, wir hennen. Wir hätten geknackt. Boah, Mann. 3000 Erfahrungspunkte und 300 AP. Das ist ein Wort. Steht und 10.000 Gil oder mehr. Ich steht Sache, das ist ein Wort, ihr liebe Leid. Ich würde jetzt aber auch nochmal hier Elixier auf der Cloud anwenden. Weil dem sein MP doch sehr schwach waren. Und ich würde hier ohne gerne mal die Materie einsammeln, die es durch Schönes gibt. Das ist furchtbar alles durcheinander.
Was gibt's denn da Schönes? Materia Hades. Wow. Was macht dann Hades? Ramu, ja komm, der hat nämlich so lang. Odin hat nämlich so lang. Neo Bahamut. Bahamut. Wir könnten aber ein bisschen was austauschen. Kujata will ich unbedingt drin behalten. Shiva, komm. Egal, Shiva können wir mal austauschen. Beschwört Hades. Und was sagen die Zauber dazu bei der Beschwörung Hades? Verändert diverse Zustände bei Gegnern. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Und hier gibt es an sich an nichts mehr. Ah doch, da hinten ist noch was. Das sind noch 2 Kisten tatsächlich. Jetzt gucken wir mal an, was da wieder kommt. Oh, da kommt auch wieder so wie die Kreatur. Zunge. Kugelhagel. Du machst unbedingt die Barriere wieder auf uns. Und Cloud, du heilst uns alle mal wieder. Da bleibt nichts anderes mehr übrig. Wie hieß dann der da? Unbekannt. Und das andere ist Unbekannt 2 gewesen. Blaster. Sprungattacke auf das 4. Ja, scheiß doch ins Kanonenrohr. Der macht aber richtig heftig Schaden. Übersprung setzen wir auch noch an. Wir geben mal deine Viecher jetzt einfach mal alles. Und zack. Der sieht ja schon irgendwie lustig aus mit seiner regenbogenfarbenen Greifarme. Aber meine Herren, das sind Gegner hier. Das sind richtige Gegner hier. 1500 Erfahrung, 150 Verwandlung und Verwandlung geboren. Das ist auch sehr cool. Nein, das wollte ich da gar nicht. Schwerkraft können wir durchaus behalten. Nee, wir müssen... Ah, doch. Ich würde ganz gerne das Sid noch heilen. Das wollte ich machen. Zack, das passt. Und drin ist hier Highwind. Was ist Highwind? Highwind ist Limit-Technik Highwind. Don't quite get it, but... Highwind ist, glaube ich, Level 4 oder so vom Sid. Das müsste sein oberst die Beschwörung sein. Wir müssen halt warten, bis er Stufe 4 erreicht hat. Dann kann er nämlich mit seiner Limit-Attacke die Highwind beschwören. Und Outsider haben wir auch noch drin. Also da haben wir definitiv noch was, auf was wir uns freie kennen. Und eine Waffe für den Vincent ist hier auch noch mit dabei. Okay. Jetzt sage ich, gehe nochmal zurück zum Speicherpunkt. Gucken, ob wir nochmal hier Kreatur treffen. Natürlich treffen wir noch eine Kreatur. Oh, das ist aber auch ein riesen Oschi hier. Was bist denn du für einer? Schlange einfach nur. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen hier eine Barriere erstmal auf uns, sicherheitshalber. Und attackieren. Und Barrett, du kannst dir nur sehr gern einfach mal so Hades beschwören. Das macht auf jeden Fall Eisschade, das Vieh. Und dann schwarzer Kessel. Eine Zauberbarriere machen wir auch noch. Da kommt er. Natürlich. Stilecht wird der Beschworer aus dem brennenden Säulekreis. Und da ist er an seinem Kessel. Sieht ja schon fast goldig und naiv aus. Aber was macht er dann aus seinem Kessel? Er versetzt die Kreatur in diverse Zustandsveränderungen, was sehr, sehr praktisch sein kann bei normalen Gegnern. Und natürlich auch bei Bossgegnern. So, jetzt attackieren wir das Vieh noch. Glücklicherweise macht er das immer nur auf Barrett. Und wir machen ihn noch so fertig. Hypersprung. Gib ihm. Zack. Überlebt er das? Das überlebt er tatsächlich auch noch. Die halten echt was aus, die Gegner hier, muss ich sagen. Glücklicherweise echt immer auf genau den, der dagegen immun ist und davor geheilt wird. Aber ich wollte natürlich auch, dass man die Beschwörungsmaterie jetzt auch noch sieht. Es ist immer etwas ärgerlich, wenn man so ein Ding findet und ich vergesse dann auch irgendwann die Teile vorzuführen. Und dann passiert es erst Stele später. Und jetzt haben wir es glücklicherweise direkt gefunden und konnten es auch hier sofort anwenden. Hier haben wir natürlich auch nochmal einen Zufallskampf. Heieieiei. Was ist dann das hier? Pfui Teufel. Beinpeitsche. So. Aber die machen anscheinend nicht so viel Schade und scheinen stinknormale Gegner zu sein, mit denen wir uns auch durchaus normal anlegen können.
Da müssen wir jetzt nicht die schwere Geschütze auffahren. Okay, der hält echt noch mehr aus als gedacht. Nicht schlecht. Komm, holen dir. Mann, wie viel halten denn hier aus, ihr Viecher? Das gibt's doch gar nicht. Ach du Scheiße. Ja, die halten wirklich was aus hier, die Bursche. Leck mich fett. Okay, Cloud, du kannst Heilung 2 noch machen. Die sind zwar nicht besonders stark, aber es sind halt viele. Das muss man auch anmerken. Und dann können die natürlich auch eine gewisse Art von Schade hier reinreißen. Aber trotzdem so hart wie das Ende 4, das Unbekannt 2, sind die Dinger definitiv nicht. Die Schlange hat einfach nur mordsmäßig viel ausgehalten. Das Unbekannt, das hat auch nicht so viel Schade gemacht, jetzt wie ich gedacht habe. Und man kann sich davor schützen. Aber das Unbekannt 2, das war echt mal ein höllisches Mistvieh. So, dann attackieren wir das Ding hier weiter noch. Sehr schöne Konter wirkt definitiv auch weiter hier. Böses Gift. Okay, das scheint blind zu machen. Attackieren wir weiter hier Cloud. Ja klar, der ist blind. Der kann jetzt nämlich so wirklich attackieren. Hat's der Barret drin? Wenn nicht, da hat's der Sid drin. Moment, was war das nochmal? Esuna kuriert anormale Zustände, genau. Zack. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn man sowas auch parat hat. Barret, probier's einfach nochmal. Böses Gift. Das bringt aber beim Sid nichts. Sehr schön. Jetzt wird er nochmal geheilt. Und jetzt kümmern wir uns um die letzte hier von der Bande. So schwer ist es ja auch nicht mehr. Und wir machen nochmal Heilung auf uns. Mist, normale Heilung hätte eigentlich dicke gereicht. Aber egal. Komm, dich kriegen wir. Nur noch einer. Ja, bitte noch ein Konter-Sit. Ja, schade. So hat es leider nicht mehr für einen Konter gereicht. Mann, die stecken aber rein, die Gegner hier. Das ist ja unglaublich. Ich hoffe, das hat auch jetzt was gebracht hier. Gucken wir gerade mal, wie viel die geben. 4400 Erfahrung und 280 AP, das ist auch nicht verkehrt. Dafür hat Cloud jetzt auch nochmal Level 50 erreicht und mir einen Betäubungspfeil kriegt. Okay, ihr liebe Leute, ich jetzt sage in die nächste Teil, gehen wir einfach weiter und ich lasse das U-Boot, die Gelnica, die abgestürzt hinter mich. Und wir machen einfach weiter im nächsten Teil bei Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Iron Yankee.